deswegen schmeißt mir die Löffel durch den Boden, oder was? Ja. Ist bekloppt. Wieso denn nicht? Was dann? Im Dorf der Bahn, Lützow, das Kirmesbad. Lützdorfer Kirmes. Ja. Ja, da müssen wir mal kochen für die. Die können gut kochen doch. Ja, gut. Ich weiß Aber noch, wir können natürlich besser kochen. Ja. Weißt du, wo man gut kochen kann? Weißt du wo? Ja. Bei Koch dich Kölsch. Ja, nee, Freunde. Super Brade. Kirmes ist angesagt. Wir haben ja irgendwie gewisse Wurzeln, haben wir ja. Aber für das super Brade brauchen wir natürlich schön Stück Fleisch. Schau, brauchen wir hier gerade in der Kellerin. Ja, aber jetzt kommt uns nicht leisten. Aber Ich eine habe Kuh, da haben wir schon mal übrig, oder? schon eine Kuh gefunden. Ah, wunderbar. Komm her. 1,5 Kilo feinstes Rindfleisch für das Schöne super Farbe. Schöne Dingens. Schön Wie heißt das? marmor. Marmor, ne? Ja, Marmor. Marokkanisch. Marmorkuh. Schön marokkaniert, ne? Wie in Marokko die Leute. Eigentlich marmoriert, scheißegal. Auf jeden Fall dauert das aber eine ganze Woche. Ich weiß, doch, ja. Ja, mit Flaschen Bier. Ich weiß das. Kommen wir mal, aber nicht weit. Die Flasche wird ganz einfach essen. Da wird ja schon, da wird der Schal, dann spritzt das Glas fort. Aber ich habe was vorbereitet. Ich nehme mal gerade den Keller runter. Warte mal, ich halte schon. Komm mal hier. Komm mal hier, schöne Böt hatte ich hier. Ne? Eiskahle Böt. Damit können wir schon mal parat, ne? Wenn alles Zum passiert. Einlegen rennt das schon mal. Wenn alles passiert, die Küche wird nie frisch. Die. Aber frei, hey, du bist am Bestes vorbereitet. Ja, ich sag mal an. Ich würde sagen, der Head zapft mal eine an und danach grenzen wir euch mal die Zutaten und dann seht ihr mal, womit das ganze Stückchen eingelischt wird. So, Das schmeckt eh nicht stören. frische Saft. Spritzt aber auch schon, ne? Feinsache. Prost, Jung. Mit dem Zug hält aber kein Bauch, Jung, ne? Ja, jo, der Keller ist groß genug. Prost, Jung. Prost. Gut gemacht. Feine Sache mit dem Fässchen, ja? Ja, wunderbar. Schmeckt auch richtig gut, ne? Das ist eine längere Sache. Können wir etwas machen. Öfter mal Fächer trinken. So, liebe Freunde, weiter geht's im Text. Ihr seht, alles vorbereitet. Wir präsentieren mal so ein bisschen. Herr Kötschke, was haben wir denn hier alles? Ich würde sagen, wir haben hier ein bisschen Suppengrün. Also, Suppengrün. Kannst du mal Karte. Ich zeige Kamerad sein. Oh, ein Schwerbrett. Suppengrün. Jetzt haben wir auch nochmal hier Suppengrün. Suppengrün. Dann haben wir vorbereitet Senfkörner. Senfkörner haben wir hier. Senfkörner, 2 Teelöffel in etwa. Wacholderbeeren. Wacholderbeeren haben wir hier. In unserem Fall 6 Stück. Pimentkörner. Das sind dann 10 Stück. Pfefferkörner. Pfefferkörner haben wir auch ungefähr 1,5, 2 Teelöffel. Ne? Das Ganze ist ja für 1,5 Kilo Sauerbraten. Und noch ein bisschen Grünzeug. Oder ein bisschen Grünzeug, seht ihr jetzt. Ein bisschen Lorbeerblättchen, normalerweise 2 große. Wir hatten aber nur kleine Blätter daheim, deswegen mehrere kleine. Und final ein halber Liter Weinessig, schöner Weinessig. Feines Essig. Feine Essig. Und noch ein bisschen Wasser. So, das Ganze kochen wir jetzt auf. Einmal, schütten alles da rein, lassen es danach abkühlen. Und wenn das Ganze abgekühlt ist, dann gießen wir das nachher in den Sauerbraten rein. Das zeigen wir euch gleich. Wunderbar. Prost! Dann rauchen wir. Ja, liebe Freunde, ihr seht, schöne Sutt, wunderbar abgekühlt, bis auf den Kaltmoment, kurz vom Gefrierpunkt. Ja, eiskalt. Richtig schöne kalte Suttbrühe. Ich würde sagen, Herr Kötschke, Ja. die Sache tun wir jetzt mal ein Pöttchen. Ja. Nach dem Prosten und nach Prost dem zusammen. Trinken, ne? Ihr riecht doch richtig schön säuerlich. Ich war eben noch auf dem Klo, also quasi von einem Töpfchen in Pöttchen. Ja, genau. So. Nochmal halb, würde ich sagen. Ja, ich würde sagen, wir schütten mal hier ein bisschen rein. So ein kleines Gefäß vorbereitet. Schön ein bisschen hier rein. Wir haben aber umgefüllt in eine andere Schale, damit das schneller abkühlt. Ich hoffe, wir machen jetzt keine große Sauerei. Oh, das gibt's aber weiß ich schon. So, Einmal Profi, immer Profi. die halbe Brühe darin. Und versenken jetzt unsere Sauerbrade in unserem Gläschen. In den hohen
Oh, jetzt haben wir es auch reingemacht. So, und jetzt der Rest von dem ganzen Spülchen oben drauf. Schöne Löffel schon. Komm, schön einfach mal. Ich mach mal einen Seitenwechsel hier. So, einfach mal drin hier. Guck mal, das perfekt. Ja, das sieht gut aus. So viel zum Thema Augenmaß mal wieder. Bis zum Eistrich, bis zum Eistrich. Einwandfrei. Sieht super aus. Ja, schon. Bündig. Herrlich. So. Klappe zu, Affe tot. Echt wieder tot. Das ganze Spiel jetzt für die nächsten 7 Tage in den Kühlschrank. So eine feste Zeit. Kaltstelle. Wir haben in der Zwischenzeit ja noch unsere Aufgabe. Das wird hier für die nächsten 7 Tage recken, aber 7 Stunden noch. der Keller ist groß genug, wie man so schön sagen. Ne? Ja. Ja. Also, ganz wichtig ist jetzt nochmal hier auch nochmal. Lass mich mal da rein. Komm mit. Da ist es. Das erfüllt schon. Das erfüllt schon. Ganz wichtige Sache, dass das jetzt 7 Tage lang zählt durch den Essig, welkt das Fleisch quasi ein bisschen auf und dadurch wird dann auch schön zart und die ganzen Aromastoffe von unserem ganzen Gemüse und die ganzen anderen Zutaten, das zieht rein. Und nicht vergessen, ab und zu auch mal wenden das Fleisch. Genau. Am Das besten ist schön durch von allen Seiten. wie eine Jude Rude, ab und zu mal im Keller ein bisschen drehen, kalt stellen, dunkel stellen, wenden. Jeden Tag. Ja, und dann ist er parat. Und im nächsten Video ist er quasi fertig. Und passend dann zur Kirmes von unseren lieben Freunden in Lützdorf. Ich weiß doch mal hier so fahren. So, ja, bis dahin ist er fertig. Hier eine Klöße und Suche Kappes. Ne, nicht so Kappes, Rudelkappes. Rudelkappes, Entschuldigung. Rudelkappes. Dann machen wir für euch den Rest parat und dann können wir somit schön gestärkt in die Kirmes starten. Bis dahin wünschen wir euch eine schöne Woche und wir verabschieden uns und da war wieder für euch Doch, dich Kölsch.